Ich bin Fritz Hering. Ich koche, ich esse und ich fahre übers Land. Ich mag Neues entdecken und staune über die Vielfalt im Herzen Bayerns. Wenn ich nicht koche, treffe ich Menschen, die hier heimisch geworden sind und komme gerne zu ihren Festen. And in came the landlord. Iren in Bayern, die gibt es schon lange. Genauer gesagt schon seit dem 7. Jahrhundert. Da haben irische und schottische Mönche die heidnischen Bayern vom hohen Norden aus christianisiert. Ich besuche einen Münchner Iren. Der spielt Musik, die ich seit meiner Jugend liebe. Er heißt Paul und er betreibt 2 beliebte Irish Pubs. In seinem früheren Leben war er Straßenmusiker und ist mit seinen Freunden durch die Fußgängerzonen Europas getingelt. Hi Paul. Hi Fritz. Schön dich zu sehen, da freue ich mich. Toll. Wow, grüß dich, super. Ja. Servus. Schön. Darf ich auch zu dir? Ja klar, komm rüber. Du, ich stehe ja voll auf irische Musik, verstehst Ja, toll. Ihr seid unglaublich fröhlich, gut drauf immer, verstehst du? Gut. Trinkfest natürlich. Ja klar. Wir Ja. haben aber traurige Lieder, aber das Habt ihr stimmt auch so, hauptsächlich. Da kann man mit uns gut Party machen. Ja, das stimmt. Kommt immer gute Stimmung. Was hast du jetzt für eine Stimmung? Ja, toll, ja, alles gut. Aber ich schreibe selber Lieder und in diesem Stil, weißt du, und es kommt darauf an, was für eine Stimmung. Ich habe so Lieder über gestorbene Musikerfreunde und so weiter geschrieben. Das magst du, Genauso das wie. magst Hä? Das magst du. Was mag ich? So ein Lied jetzt spielen. Spielen, ja, okay. Ich singe dir das Lied über meinen Freund. Ich habe ihn in Berlin kennengelernt, aber dann waren wir 3 Jahre zusammen, haben Musik gemacht, überall in Europa. Johnny hieß der und er hat Dudelsack gespielt. Und es war immer ein Schau, weil in den 70er Jahren war das ganz ungewöhnlich, ne? So mit dem Dudelsack in der Fußgängerzone irgendwo zu spielen. Und der ist leider gestorben vor 12, 13 Jahren. Habe ich dieses Lied geschrieben für ihn. Sing da ein bisschen für dich. Okay. Johnny played the pipes and I played guitar and Tony played the banjo in Minnie's the pub and bar, and we made people happy as we played the night away. It was over 30 years ago, but it seems like yesterday. Well, I met him in Berlin. He was busking on the street. He had a crowd as big as any that you're likely to meet. And then I took out my guitar and then I played along. And for the next 3 years we shared many's the beer and song. When Johnny played the pipes and I played guitar and Tony played the banjo in Minnie's the pub and bar, and we made people happy as we played the night away. It was over 30 years ago, but it seems like yesterday. Cool, super, schön. Schön. Das ist, dann bleibt ewig in Erinnerung, dein Freund. So. Ja klar, und ich spiele das auch sehr oft und ich sage das immer und da lebt er dann dadurch. Jetzt geht aber in deine Küche rein. Okay, mach mal. Da gibt es Irish Breakfast. Ja klar, bei uns gibt es den ganzen Tag Irish Breakfast. Ja. Ich möchte den irischen St. Patrick's Day feiern. Aber erst einmal wird gekocht.
Hi, Kieran. How are you? Good morning. Good. Listen, das ist der Fritz. Servus. Von der Park am Starnberger See. An der Intercity, wie man ein irisches Frühstück macht. Ja, ne? Irish Breakfast. Ja. Und du bist der Experte. Ich dachte, ich sind dann die richtige Stelle. Gut. Aber Kieran, ich muss weg, aber der Fritz bleibt bei dir. Fritz, alles Gute, gell? Vielen Dank, war Servus. super. Ciao. Wow. So Fritz, grüß dich, servus. Grüß dich, Sie servus. sind willkommen. Ja. Ja, klar. Ich habe ein bisschen kurz vorbereitet. Ja. Das gehört dazu mit einem typischen irischen Frühstück. Tomaten, Champignon, Okay. Toastbrot, Wurst, Speck, Bohnen, Eier und ein Mix von Weißpudding und schwarzer Pudding. So, es ist ein, Also Pudding sagst du da, das ist Blutwurst oder Leberwurst? Blutwurst, genau. Normalerweise gehört dazu 2 Eier. Ja. Ich konnte das gleich machen. Okay. Eigentlich alles, oder? Tomate auch. Ist immer dabei, oder? Immer dabei, immer. Oma Ja, hat bei uns gewohnt okay. und wir gehen zum Kirche jeden Sonntag. Ja. Und das Ding mit der Oma war, sie wollte immer früh in die Kirche, weil sie hat unbedingt einen Platz da hinten. Und sie wollte eine halbe Stunde früher da sein. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, fast eine Stunde in der Kirche. Ja. Ich habe ihn probiert. Aber ich habe immer gedacht, wenn ich komme daheim, die Mutter hat sowas vorbereitet und alles war okay. Dann ist die das Kirche war wieder super, das war meine oder? Ernährung an Frühstück. Genau. So, Ah ja. so Du, aber schaut's ist das für besser aus. eine Person oder zwei? Eine Person. Eine Person. Genau. Und schaffst du das, oder? Ja, locker. Wirklich? Ja. Ja, Wahnsinn. Hey. Also Tomate, Champignons, 3 Schweinswürstel, Speck, Bohnengemüse, ne, und Brot. Der Toast dazu. Und Genau. Toast dazu. Sieht auf alle Fälle ganz stark aus. Das ist Ja. eine typische irische Frühstück. Du bist ein guter Koch. Du bist ein sehr guter Koch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich muss mich beeilen, um einen richtigen irischen Popstar zu treffen. Father Ray Kelly hat es auf YouTube auf über 55 Millionen Klicks gebracht. Seen you on YouTube. On YouTube, yeah. Yeah. Wow. Wow. It's Your voice is unbelievable. thank you very much. Yeah, it was one of those kind of just totally accidental things that happened. Yeah. I had a wedding in the church in Yeah. my parish in Oldcastle in Yeah. Ireland, and the bride and groom were there, and I decided to sing Hallelujah Yeah. and make it, personalize it with the words, their names in the. It's a Leonard Cohen song. Is Leonard this? Cohen song, yeah. He died only a Yes, few months ago, yes. yeah. I know. So, yeah, I thought I had done it many times before, so Yeah. I was kind of used to doing it. And a few days later, after the wedding, Chris and Leah, the couple who got married, Yeah. sent me this email to thank me for the service Yeah. and for the surprise they got. And by the way, they said it's on YouTube. And I kind of thought, what's YouTube? You know, because I wouldn't be You never- familiar. never have seen I this wouldn't be before. familiar with YouTube. You know. Okay. And anyway, we pressed it and I watched it and I watched it. And then the phone started ringing. Father Ray, you're on Facebook, you're on Twitter, you're on YouTube. You have million clicks. Yes, man. yeah. That's So unbelievable. it just started going Yes. up and up and up and up. Yeah, it's like you're a pop star right now. Yeah, sort Yes, of, it's yeah. unbelievable.
Are you here for the parade? I have and for a few concerts, yeah. Thank you, thanks. You know, whenever God shines his light on me, do you know that Yes, one? yes, I know this. Do you know that one? Yeah, please. Do-do-do, 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 do-do, do-do-do. Whenever God shines the light on me, open up my eyes so I can see. When I am lonely as I can be, then I know that God shines his light on me. All right, my man. All right. Thank you, sir. No problem. Der Priester wurde zum St. Patrick's Day in die bayerische Hauptstadt geflogen, um in der St. Ludwigskirche eine Messe zum irischen Nationalfeiertag zu halten. The feast of St. Patrick is a special day for Irish people everywhere. Der heilige Patrick soll im 5. Jahrhundert das Christentum nach Irland gebracht haben. Iren in der ganzen Welt feiern ihn als Schutzpatron ihrer grünen Insel. Auch das Hofbräuhaus erstrahlt heute in leuchtendem Grün. Ich bin zu einer irischen Party eingeladen. Ein ehemaliger Riverdance-Tänzer hat seine eigene irische Tanzschule in München. Ich möchte von ihm ein paar irische Tanzschritte lernen. Chest out, lift it up. Hi, Geraldine. Schön, dass du da bist. Ja, freue ich mich auch. Hallo, ich bin Baby. Freut mich sehr. Sieht ja schon toll aus, die Band. Freut mich sehr. Happy Grüß St. dich. Patrick's Day. Ja, danke schön. Ja, muss ich ein bisschen mitmachen bei euch, oder? Ganz gerne, von uns aus gerne. Machen wir. Sieht gut aus. Und die haben schon so tolle Schuhe an hier, das klappert hier. Okay. We're going to do 1, 2, 3. That's the first step. You're going to point your toe. We're going to lift it up. We're going to go 1, 2, 2, 3. 3. Perfect. Noch einmal. Ready, so point your toe. So? Okay, and you must do deine Arme hier und Brust raus. Okay. And then 1, 1, 2, 3. 3. Und auf links, auf links. Achso, links, okay. Ready? Links. Links. Und 1, 2, 3. Gut, und für die nächsten Schritte an. And hug. Okay, Fritz. That's us, yeah. Okay, mit Fritz, okay? Okay, One, 2, 3. Hands in. Brust raus, Chin hoch. Arme fest. 5, 6, 7, and go. Hop, ja, vor dir. Again, links. Go, Fritz. Power, Fritz, come on. Hey! Gleich zum Anfang haben wir was Tolles, und zwar direkt aus Irland, eine Band aus County Kildare, isn't it? Still from Kildare, yeah? Still from Kildare. Ein Riesenapplaus von Glasgow. Ein wirklich schöner Abend, an dem mir sogar der irische Botschafter die Ehre erweist und ich noch viele interessante Menschen treffe.
Am nächsten Morgen geht es für mich in aller Frühe auf den Sportplatz. Hier wird Hurling gespielt, der irische Nationalsport, den es sonst nirgendwo gibt. Hey Connor. Servus, grüß dich. Servus. Grüß euch, hallo. Servus. Connor, Hi. schön. Schön, dass ich bei euch sein darf, freue ich mich. Ich habe gar nicht gewusst, dass das überhaupt gibt, das Hurling. Ja, Aber das ist so ähnlich wie Cricket, glaube ich, oder? ja, so ähnlich, aber so vielleicht gefährlicher. Es gibt auch bei uns zwei Sportarten, also Hurling und gälisches Fußball. Es sind andere Regeln wie also Soccer, also was wir Soccer nennen. Und Hurling ist dann, sagen wir, die schnellste Sport der Welt. Also Schon, gell? angeblich, ja. Aha. Und einfach so hochheben, sagst du. Genau. Total draufhauen, oder? Hey. Na, schau her, immerhin, oder? Ja. Also ein richtiger eingeborener Iri, der liebt Hurling mehr wie Fußball, würdest du sagen, oder? Das ist was für jede, für die ganzen Familie, sind für Großeltern, für die Kinder. Sind alle für, dabei, Ja, oder? die fahren alle mit dem Auto nach Dublin am Sonntag. Wir haben da Sandwiches dabei, einen Tee und Flasken und das ist wirklich ein Ausflug. Also. Ein richtig schöner Ausflug. Genau, es ist nicht wie manchmal bei Fußball, wo es so ein bisschen mehr Aggression ist. Es ist dann, die machen mehr Spaß, freundschaftlich, oder? freundschaftlich, ja, und es ist immer so ein. So richtige Familiärheit einfach. Genau, sei Familie. Aber trotzdem gab es ja damals diesen Bloody Sunday, ne? Das war da, glaube ich, nicht so Ja, lustig. das war in dem Bürgerkrieg damals in den 1921. Meine Geschichte ist nicht so schön. Ja, so. Aber damals waren die Terroristen, also die haben britischen Soldaten getötet. Und dann kam am nächsten Tag, am Sonntag war auch so ein All-Ireland-Spiel. Und dann haben die britischen Soldaten rumgeschossen im Stadion, also also wild. Und wurden mehrere Leute getötet. Und das war der erste sogenannte Bloody Sunday. Und deswegen hat dieser Stadion Croke Park auch so eine traurige Geschichte. Ja, da gibt es einen Song von U2, so Bloody Sunday. Genau. Das ist ein wunderschönes Lied, aber traurig. Ich wusste ja gar nicht. Genau, das geht auch um Bedeutung so. einen Bloody Sunday von 1972 in Nordirland. Also es gibt Okay. mittlerweile so 2, 3 solche Geschichten. Und, Okay. Deswegen, also in diesem Stadion wird nur gälisches Fußball und Hurling gespielt. Und gibt es da richtige Profis auch, die also halt davon Die sind leben nicht können? Profis und die leben nicht davon. Also die das ist leben auch nicht sehr davon. ungewöhnlich. Das ist der spielt am Sonntag und der geht nächsten Tag Montag arbeiten als Lehrer oder in der Bank oder man wird nie arbeitslos als Hurling-Spieler. Da hat man eine besondere Stellung, eine gesellschaftliche Genau, das Sonderstellung. ist gern gesehen. Ja, das ist doch schön. Das ist eine ganze Leidenschaft. Das ist richtige Leidenschaft, Genau. Idealismus bei euch und so. Ja. Das ist schön, finde ich toll. Spielen wir mal eine Runde jetzt. Auf geht's. Versuch den mal. Irische Köche haben sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der modernen Spitzengastronomie gemacht. Ich besuche einen von ihnen vor seinem Münchner Gourmet-Tempel. Dort hat er für mich eine Grillstation der Sonderklasse aufgebaut. Ja, schön, grüße dich. Fritz, servus. Freut mich. So, toll bei dir hier. Das ist typisch irisch, oder? Ach, typisch irisch ist es nicht eigentlich, aber ich bin schon lange hier in Deutschland. Grillen ist nicht so unsere. Aber diese grünen Eier, wie die heißen, Die kommen ursprünglich aus Japan. Ja, die werden praktisch also produziert in den Staaten.
Big Green Eggs, die schauen zwar wie kleine irische Leprechauns aus, Ja. aber mit ganz schön Bums und Feuer. Aber das ist für mich ist es der absolut Highlight für Grillen. Die sind Wahnsinn. Ja. Ja. Schau mal rein. Jetzt habe ich so einen Grillgürtel. Man sieht man hier den. Mit was heizst du dir jetzt? Was ist das, ein spezielles Holz oder Also spezielle Kohle? Genau, ich habe jetzt ein Buchenholz Aha, gut. jetzt benutzt für heute. Also für Geschmack ist das absolut super. Und gerade für unsere Tomahawk Steak, was wir hier auch machen würden. Ich habe jetzt hier, ist natürlich das Beste vom Irland. Das ist der Tomahawk Steak, es ist dry-aged gereift. Das sieht toll aus. Es ist super. Wunderschön, wenn man und, das sieht, und ja. das Schöne Wunderschön. ist, der Schlachthof und die Bauern, die Rinder kenne ich persönlich. Schau mal, wir haben ganz tolle Austern, wir haben Jakobsmuscheln, wir haben tolle Gemüse. Also man sagt nicht umsonst, es ist God's Country. Ja? Und wie würdest du das jetzt? Nur Ich salzen, oder? würd das ganz leicht salzen. Ja? Ja. Ich tue einfach nur ein bisschen grobes Fleur de Sel drauf. Ja? Ein bisschen andrücken. Zum Beispiel jetzt das ist kein großer Rauch. Ne? Das Mach ich Fett zu, ist, oder? ist ja Läuft schon gut. duftet schon Ja, gut. Gell? sehr schön, sehr schön. So, die Gemüsesachen machst du die auch im Grill, oder? Die mache ich auch teilweise im Grill. Die kleinen Petersilienwürzel, die haben wir vorher ein bisschen angegrillt. Da werden die jungen Karotten auch alles ein bisschen so Art Schmorgemüse. Da gibt es Rauch. Jetzt nehme ich das schon mit der Hand und schau. Da haben wir eine richtige schöne, man sieht schon hier, ja, das ist ein Wahnsinn, oder? Wahnsinnssteak. Ja? Wahnsinn, schön, schön. So, toll. Jetzt habe ich die Rostaroma jetzt bekommen. Jetzt tue ich mal hier, was ganz wichtig ist. Ich tue mal den Oxygen sozusagen jetzt ein bisschen niedriger. Das Okay. ist meine Schaltung, so kann ich das regulieren. Ja? Da habe ich das eigentlich ideal jetzt für ungefähr 180 Grad. Nur das hier ein bisschen, der ist super. Super. So, Und das ist irische Ware, oder? das ist irische Ware. Unsere Jakobsmuschel hier auch. Die sind wirklich sensationell. Die sind ganz frisch aus dem irischen See. Die kommen ein bisschen in der Nähe von the Isle of Man. Ja? Man sieht zum Beispiel hier, teilweise kann man hier drauf drücken. Siehst du das schon? Der pulsiert. Ne? Das ist ein Wahnsinn, ja. Zeichen von einem fast lebendigen Tier hier. Ja? Und das ist, sage ich mal, die Iren sagen, der Real McCoy. Der absolute, echte Jakobsmuschel hier. Den Jakobsmuschel, das Scallop, sagen wir, das ist ein Wahnsinn. Der wird jetzt ganz leicht abgewaschen. Ja? Dann nehme ich mal den Jakobsmuschel so. Also die Franzosen Tust du die mit lassen- der Schale grillen oder? könnten wir auch, aber ich lasse es einfach so, wie es ist, auf dem Grill. Und da haben wir die perfekte Jakobsmuschel. Schau, das ist super. So. Aber gell, du brauchst jetzt hier bei diesem Grill brauchst du überhaupt kein Öl oder irgendwas oder kein Da Fett. brauche ich gar nichts. Also das ist fast wie ein Teflon beschichtete Grill Rost. Wahnsinn, ne? Und der ist wirklich super. Du tust da gar nicht mehr salzen oder was? Oder Ich tue die nachher salzen. Also man kann die auch ein bisschen brauner Butter durchschwenken, kann ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Rosmarin, Thymian dazu. Aber ich lasse die wirklich so, wie die sind. so naturell wie es geht. Genau. Machen wir zu jetzt, Da oder? kann man kurz zumachen. Das Wichtigste ist bei den Jakobsmuscheln auf gar keinen Fall durchbraten. Ja, ist klar. Eigentlich richtig schön glasig, auf den Punkt, ein bisschen Salz drauf und passt. Oh, schau, was das für ein schönes Muster super hat. da. schöne Muster. Wow, schön ist das. Ja, das macht ja richtig Spaß. Hä? Das macht Spaß, gell? Und da können wir jetzt auf die eine Seite, Fritz, da kannst du von mir aus ein kleines bisschen Fleur de Sel drauf geben. Noch mal ein ganz bisschen drauf. Ich würde sagen, schneid mal einer an. Boah, Perfekt. Sind fertig. Und du ist alle raus, oder? Ja, tu alle raus. Nur ein kleines bisschen Olivenöl drauf, das sieht aber auch gut aus für das Bild. Ja. Und Zitrone hast du gesagt, oder? Zitronensaft drauf. Hast du? Hab ich. Und dann, Besser geht's nicht, oder? das ist ein Geschenk Gottes, sowas zu haben. Das ist unglaublich. Schneid mal Schneid rein, mal, ja. schneid mal auf. Schau. Und dann Toll. Wahnsinn, oder?
Was willst du denn mehr? Irland jetzt probieren willst, ne? Kannst gleich aufmachen. Unser Tomahawk. Unser Monster. Das ist jetzt, da schaust du aber zweimal hin. Ja, gut. Schau, das ist für mich der absolute Braten. Schau mal das an. Ja. Das kriegst du in den Ofen niemals so fertig. Nein. Das ist Genuss pur. Man sieht zum Beispiel hier, Fritz, man sieht hier auch, der drückt ein bisschen Blutdruck raus, ja. Ein bisschen Saft. Das ist ein Zeichen auch, dass er absolut auf den Punkt ist. Ist das schön, hä? Ja, Wahnsinn. Das ist oder? eigentlich überhaupt nicht gewürzt, oder? Das ist nur ein bisschen für Dessert. Man muss ein bisschen achten. Wir haben einen Vorteil, wir haben immer wahnsinnig viel Wind. Wir haben die Atlantik. Und durch die Atlantik und das Wind bläst natürlich Salz auf den Wiesen in Irland. Und hat diesen Rinder ein ganz, ganz kleine Prozent von Salz in den Fleisch schon vom Haus aus. Ja? Das ist unglaublich. Das ist der Wahnsinn. Das am Knochen abgehangene Rindersteak reift fast einen ganzen Monat kühl und trocken, bevor es auf den Grill kommt. Dann hat es einen Geschmack, der für mich unbeschreiblich ist. Zart und saftig und rauchig. Danach ein wenig Salzflocken drüber. Wunderbar. Jetzt probieren wir noch ein Stück. Fritz, bitte. Das ist, ja, das ist. Das ist egal, ne? Fantastisch. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich total begeistert. Super. Ja? Danke dir. Super. Super. Das ist selber aus dem Guinness, ne? Ja? Das stimmt. Ja? Prost. Sláinte. Sláinte. Sláinte heißt bei uns Prost. Sláinte. Hat Spaß gemacht. Super. Habe ich noch nie getan. Das ist jetzt für mich ungewöhnlich. Das ist beides. Essen und Trinken. Tomahawk Steak, also da komme ich einmal zu dir. Bitte gerne. Gell? Gerne. Also, ich danke dir. Schön. Danke, Fritz. Und schon geht's weiter zum Festumzug der Iren, wo auch die Münchner Prominenz nicht fehlen darf. Die Münchner St. Patrick's Day Parade ist die größte auf dem europäischen Festland. Es ist ein großes irisch-bayerisches Fest mit 25.000 Teilnehmern. Ich mische mich in die illustre Runde und verpasse mir einen irischen Rotschopf. Als selbsternannter Zeremonienmeister der Dudelsackspieler schüttle ich viele Hände und lasse den Tag bei irischer Musik ausklingen. Habe die Ehre. Gutes Hering, habe die Ehre. Bayern ist bunt.